Jo, 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 habe die Ehre. So, kurz bevor jetzt am Wochenende mir erlaubt, mir sauberen Rausch zum Lenken, gibt's noch ein wenig was Neues. Und zwar habe ich viel mehr geschafft, als ich das eigentlich gedacht habe. Endlich habe ich es geschafft, dass ich mich mit dem Rohstoffextraktor beschäftigt. Juhe. Ja, jetzt muss ich mir ein bisschen schicken, weil in ein paar Minuten muss ich schon los. So. Ja, kaufen wir uns doch einfach an. Der Rohstoffextraktor, der mobile Rohstoffextraktor. Fangen wir mal da nochmal von vorne an. Wird erforscht im Tech-Zentrum ab einer bestimmten Stufen. Ja, da ist auch die Funktion schon dahinter, also man kann es erforschen, ist die Stufen auf 1, erscheint da herin ein neuer Tab. Wo die ganze Verwaltung für meinen mobilen Extraktor stattfinden wird und auch schon stattfindet. Ja, klickt man mal da drauf. So, jetzt habe ich meinen natürlich schon gebaut. Was ich jetzt halt auf die Schnelle nicht zeige, ist, wenn ich ihn noch nicht gebaut habe, wird halt auch schon realistisch ausgelesen, dass ich den noch nicht gebaut habe, aber bauen kann. Also der kleines Knöpfel dort, das Ding kostet ganz normal Rohstoffe und dauert so und so lang zum Bauen. Sämtliche Werte sind so gemacht, dass die wieder durch Technologien manipuliert werden können und verbessert werden können. Das heißt, der kostet irgendwann weniger und er dauert weniger lang zum Konstruieren, wenn er dann letztendlich fertig ist. Schaut folgendermaßen aus. So. Was bedeutet das? Erst einmal Beutel ignorieren wir, das ist einfach momentan nur so ein Harvester-Beutel, das schaut später einmal anders aus. Der Extraktor hat einige Werte mehr gekriegt, die man manipulieren kann und die spielentscheidend sind, als ich das am Anfang geplant habe. So während dem Basteln habe ich mir da ein bisschen was ausdenkt. Und zwar, zum einen, er hat einmal eine Grundgeschwindigkeit, das ist einmal standardmäßig. Das Ding fährt auch unerforscht mal 100 km/h schnell. Das ist einfach nur die Bewegungsgeschwindigkeit, wie lange das Ding von Punkt A nach Punkt B braucht. Im Endeffekt nichts anderes wie Bewegungsgeschwindigkeit. Dann hat er einen eigenen Extraktionswert. Das heißt, wie lange braucht er, um einen Primärrohstoff abzubauen. Grundwert ist jetzt einmal grob halt 8 Stunden. Kann einmal mehr werden, kann weniger werden. Und durch Technologien lässt sich das Ganze auch wieder beschleunigen. Das heißt, ich kann Erfahrung investieren und dann braucht er halt beim Abbauen 5% weniger lang und dann 10% weniger und 20% weniger, je nachdem wie weit dass wir das festlegen, wie schnell das gehen soll. So, und jetzt kommen aber zwei Punkte, die von Anfang an nicht so geplant waren und die es damals auch in einem ähnlichen Konzept so nicht gegeben hat. Bis auf den Zustand, und Zustand hat es damals gegeben, weil man das Teil im angreifen kann und zusammenbomben kann. Wird man da auch kennen. Kann man noch nicht, das kommt aber noch. Fangen wir mal an mit dem Fermiumverbrauch. Früher war es so, das Teil ist einfach umeinander gefahren und das hat dir nichts gekostet. Und es ist ja generell so im Spiel, es ist immer schwierig. Man braucht dann, also ich möchte es zumindest so, ich möchte einen konstanten Rohstoffausgabe-Effekt haben. Dass ich einfach konstant für alles, was ich tue, Rohstoffe investieren muss, damit die einfach an Wertigkeit gewinnen. Und da Fermium bei uns im Spiel die flüssige Variante von unserem Rohstoff ist es gleichzeitig unser Treibstoff. So, jeder Rohstoffextraktor, mobile Rohstoffextraktor, hat einen bestimmten Fermiumverbrauch bzw. Treibstoffverbrauch. Und das sind 200 Fermium pro Kilometer. Auch diese Zahl ist wieder durch Technologien verbesserbar. Das heißt, du entwickelst quasi einen geringeren Treibstoffverbrauch und zahlst so pro entfernten Fädel oder je nachdem wie weit das er fährt, weniger Fermium. Was sich ziemlich schnell rechnet, wenn wir das gleich sehen werden auf der Karte. Und zu guter Letzt hat das Ding einmal einen Grundzustand von 100%. Das ist eigentlich nichts anderes wie Hitpoints oder Lebenspunkte in dem Sinn. Lässt sich auch wieder ausbauen auf 120%. Oder er kriegt dann 20% Schild dazu quasi oder irgendeine besondere Legierung und so weiter. Und das sind jetzt zwei so Punkte, die definitiv neu sind. Somit gewinnt dieser mobile Rohstoffextraktor sehr, sehr an Wert und man muss gut aufpassen, dass das Ding einfach nicht kaputt geht. Und zwar, erstens nutzt sie das Teil ab. Es gibt einen Abnutzungsfaktor im Hintergrund, der sich orientiert an welcher Planet ist, weil man fährt definitiv auf einem Erdplaneten leichter umeinander als auf einem Eisplaneten, einem Plasmaplaneten oder einem Magmaplaneten. Das heißt, je weiter die Distanz ist, und je länger das der abbaut und so weiter, desto stärker nutzt sie das Teil ab. Dann spielt es weder auf dem Planeten eine Rolle, wie stark dass es sie abnutzt und. So, und dieser mobile Rohstoffextraktor ist so ein komplexes Konstrukt, dass das irreparabel ist. Das heißt, das Teil geht irgendwann zwangsläufig kaputt oder wird er zusätzlich von anderen Leuten eventuell auch noch kaputt geschossen, wenn du dich nicht drum kümmerst.
Ja, und wenn er kaputt ist, ist er kaputt. Somit bringt er auch keine Rohstoffe mit nach Hause. Ja, gewinnt einfach an Wertigkeit, dass du auf das Teil aufschaust und nicht einfach blind links irgendwo einmal hinfährst, weil, ja, mei, wird schon passen, wenn er nicht ankommt, weil der Bahn dann schneller war oder so, dann ist er wurscht, oder ich lasse den jetzt fahren und dann logge ich mich aus und in 12 Stunden irgendwann einmal kommt er wieder heim mit dem Ding. Nein. Du musst aufpassen und ja, wenn er kaputt ist letztendlich, musst du einfach einen neuer bauen. Weil sonst ist die Aktion, dass du einen mobilen Rohstoffextraktor baust, die kommt dann genau ein einziges Mal im Spiel vor. Und zwar das allererste Mal, du erforscht ihn, baust ihn und dann hast du ihn für immer. Nein, das Teil geht da definitiv irgendwann kaputt, zwangsläufig, und du musst ihn neu bauen. Und somit auch ein bisschen nachdenken, okay, fahren wir jetzt das Feld lieber ab oder das nicht da ist. Ich muss ein bisschen schauen, was da so in der Umgebung, wer da so ist, und hat es der leicht, dass er mich angreift, und lauter seine Sachen. Ja, und wie das Ganze letztendlich dann auf der Karten ausschaut, funktioniert nämlich auch schon. Wunderschön. Machen wir da mal zu und gehen wir auf die Karte. Ja, da ist, wie letztes Mal schon vorgestellt, die ganze Tooltip-Kacke und so weiter, und in der Mitte zentriert unsere Kolonie her. Ja, und dann ist da in der Nähe einmal ein interessantes Wasserstoffablagerungsvorkommensgerät. Und was ist jetzt neu? Alles, was man da sieht, wird schon realistisch anhand von den tatsächlichen Werten übergeben und berechnet sich dann automatisch auch schon, wenn Technologien verfügbar sind. Das heißt, wenn ich meinen Treibstoffverbrauch optimiert habe, wenn ich meine Extraktionszeit optimiert habe, wenn ich meine Bewegungsgeschwindigkeit verbessert habe und so weiter, dann berechnet mir das Ding automatisch, okay, die Distanz von da nach da haben wir 5,1 Kilometer und das kostet mir 1020 Fermium. Alles klar. Wenn wir mir jetzt einmal das Wasserstoff-Dingsbums-Ablagerungsteil da links oben, das viel weiter weg ist, begutachten, dann kostet mir das schon 4480 Fermium. So, und da habe ich jetzt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar, früher hat es eine Reichweite gegeben, extra gegeben, die man noch extra verbessern hat können. Aber diese Reichweite, die begrenzt sich automatisch somit durch deine Lagerkapazität. Warum? Ja, fuck, ich kriege gar keine 4480 Fermium zusammen, das heißt, das Teil ist für mich unerreichbar. Ich komme da gar nicht hin. Noch dazu, das Teil ist 22,4 Kilometer weg, also man sagt, das wird auch schon richtig berechnet, und die Ankunftszeit ist auch natürlich viel her, da kommt du erst in 22,5 Stunden an, wenn du denn quasi, ja, die Reichweite hättest. Hast aber nicht. So. Und jetzt gibt es keine extra Technologie nicht, wo du deine Reichweite verbesserst, und auch nicht bloß eine, sondern theoretisch sogar zwei und später wahrscheinlich sogar noch mehrere. Denn indem du dein Lager ausbaust, erhöhst du deine Reichweiten. Indem du die Lagerlogistik erforscht, um halt Lagerkapazität noch größer zu machen, erhöhst du deine Reichweiten. Und indem du den Treibstoffverbrauch senkst, erhöhst du deine Reichweiten. Und natürlich ist das ganz am Schluss, wenn du alles aufs Maximum erforscht hast, ist es natürlich dann irgendwann begrenzt, der Reichweiten. Das möchte ich also haben, weil das Teil soll ja nicht, keine Ahnung, 580.000 Kilometer umeinander fahren können. Und ja, auf alle Fälle, soweit so gut. Um das ganz kurz und knackig, das wir vielleicht sogar in 10 Minuten mitzukriegen, das war's soweit. Leider Gottes funktioniert noch der Button noch nicht, dass ich ihn halt tatsächlich letztendlich einmal wegschicke, aber das ist einmal noch das Geringste, das kriegen wir noch. Aber da möchte ich auch ein paar Kniffe einbauen, und zwar nicht mehr diese Linien, die wir ja letztes Mal gecancelt haben, sondern auf der Karte wird es wuseln. Und das wird folgendermaßen ausschauen, dass dann einfach so kleine Beutel sie tatsächlich wieder herin, die Planeten, die sie da langsam von A nach B verschirmen. Verschirmen sie auf die Teilansicht, wenn da was unterwegs ist von dir, auch tatsächlich kleine Grafiken in Richtung zu dem Ding hin. So, und jetzt das Interessante ist, wo man das dann ausbauen kann bis in die Unendlichkeit und da richtig was Kniffliges draus machen kann, und den Plan habe ich auch schon in meinem Kopf drin, und das soll ja technisch auch möglich sein. Erst einmal sagt das jeder. Wenn du das da hinschickst, fährt dein Teil da rum, und andere sehen das auch und können das anklicken, und dann kommt dann auch wieder genauso ein Tooltip wie da. Das ist dann, sagen wir mal, so ein kleiner Kreis da wie da. Der fährt da rum, klicke drauf, und dann sage ich, ah ja, das ist ein Rohstoffextraktor. Ich sehe vielleicht sogar noch, von wem das er ist und wo er hin möchte und wann der da vielleicht ankommt.
So, jetzt ist natürlich die Sache so, fuck, ich mag nicht, dass das andere nicht sehen. So, dann kann ich Stealth-Technologien erforschen, die mir bis zu einem gewissen Grad an Entfernung zur Kolonie von meinem Gegner das Teil einfach versteckt und erst kurz bevor es ankommt, den anderen sehen lässt. Oder, dass er nicht sagt, da fährt zwar was, aber er sagt nicht genau, was da fährt. Oder er sagt nicht genau, wie lange das noch dauert. Und lauter solche Geschichten. Da kann man eine richtig lustige, knifflige Geschichte draus machen. Ich habe mir auch schon überlegt, dass man generell das nicht sagt von anderen Leuten, wenn da was umeinander fährt. Außer es ist in einer netten. Es fährt gerade in der Nähe vorbei an meiner Kolonie bis zu einem bestimmten Sichtradius. Wo wir wieder eine Technologie hätten, dass man den Sichtradius erweitert. Aber wir machen es ganz anders. Es wird ein neues Gebäude geben. Und zwar wird es das Observatorium. Und das ist eigentlich nichts anderes wie andere Leute ausspionieren, Karten aufdecken und einen Sichtradius erweitern. Dann kann ich zum Beispiel so kleine Sonden irgendwo hinschicken und irgendwo auf der Map platzieren. Und die haben einen bestimmten Radius, die einfach Gebiete im Auge behalten. Und bringen dann eine Meldung, hey, du, ich sag da was in Ankunft, ich sag noch nicht was. Kommt's dann nicht, dann kommt eine Meldung, das ist ein mobiler Extraktor von dem und dem Spieler, der möchte da und da hin. Und lauter solche Geschichten. Also ganz ehrlich, definitiv, das wird so ungefähr in die Richtung kommen. Ja, meine Gedanken und meine Worte überschlagen sich da alle ein bisschen. Ich hoffe, man kann da einigermaßen folgen, was ich da versucht habe zu verzeihen. Weil man sagt ja das alles noch nicht und ich bin ja noch lange nicht so weit. Aber ich glaube, dass das schon in eine ganz nette Richtung geht, dass man sich da richtig reinfuchsen kann. So mit, das ist mein fucking Territorium und ich weiß, was da abgeht. Und wenn da was vorbeifliegt, dann ballert ich da sämtliche Raketen um die Ohrwaschel. Ja. Und leider Gottes zieht das auch wieder mit sich, dass ich das Kampfsystem wahrscheinlich wirklich neu machen muss. Und zwar einfach eine Kampfberechnungsfunktion, die ich für alles hernehmen kann. Dann wird es nämlich erst richtig interessant. Dann klicke ich da drauf und dann sage ich nicht bloß, ja, ich schicke jetzt behindert da meinen Extraktor hin. Ich gebe ihm noch Begleitschutz dazu. Und zwar kann ich dann Truppen mit dazu tun. Die fahren dann mit dem Ding mit und dann kommen mit Truppen und nicht bloß mit Raketen und mit irgendwie Feuersachen, Raketen, was gibt's noch, keine Ahnung, was dann noch geben kann, sondern ich kann das Ding mit Truppen angreifen. Und wenn ich keinen Begleitschutz nicht habe, dann macht es einfach bam, 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 das Teil ist hin und du denkst da, ja, KK. Oder du schickst entsprechend Truppen mit, die da bei Begleitschutz mitfahren, weil der ja unterwegs schon angegriffen werden kann. Du kannst, während der gerade abbaut, stehen die Truppen da natürlich währenddessen dabei. Und wenn er währenddessen angegriffen wird, verteidigen die Truppen. Und wenn er wieder zurückfährt, und vor allem, wenn er wieder zurückfährt und vielleicht an deiner Kolonie vorbeifährt, ein Fremder oder so, dann ist es natürlich nur schön, wenn ich den angreifen kann und der keinen Begleitschutz dabei hat, sondern du einfach hingehst und klaust ihm den Rohstoff, den er da gerade abgebaut hat. Und das innerhalb von weniger Minuten. Und somit wird es richtig wichtig, da einfach auf das Teil aufzupassen. Ja, wieder mal keine 10 Minuten nicht worden. Ich habe jetzt ein bisschen wieder weit ausgeholt, aber das tue ich ja irgendwie jetzt mal. Ja, aber jetzt war es wirklich. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, wie jedes Mal. Freue mich über sämtlichen Support und ich schaue, dass ich es echt hinkriege. Und vielleicht gibt es für den einen oder anderen ein wundervolles Weihnachtsgeschenk. Wir werden sehen, ich werde es dann schon ankündigen. So, und jetzt gehe ich mir sauber einen Rausch linken und euch wünsche ich viel Spaß Zeit am Samstag. Ja, in kurz und knapp wieder schauen, reingehauen. Habe die Ehre.